Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear. Uff, pelzig. In der letzten Episode habe ich echt ein bisschen Bammel gehabt, weil die Frau die ganze Zeit hinter uns her war und ich die ständig ignoriert habe. Ich habe da total schlechte Gewisse deswegen. Aber es hieß ja, man soll sie ignorieren und ich soll mich auch nicht umdrehen und ich habe echt dermaßen Schiss gehabt, wenn ich mich umdrehe, dass wirklich irgendwas Hässliches passiert. Aber mir hätt's umgangen, glaube ich. Okay, jetzt sind wir hier im Arbeitszimmer gelandet von ihm. Also im Büro. Und ich glaube, hier können wir uns da wieder umdrehen. Du hast dieses scheißen gruselige Bild wieder. Das ist so ekelhaft, jetzt mal ohne Witz. Und, oh, dort zittert der Buch. Okay. Telefon klingelt. Alter, das Bild. Aber das hat sich verändert. Da hat jetzt eine Zahlenkombination, glaube ich, ja. Genau, da hat eine Zahlenkombi jetzt. Was er da hält. Wir machen erstmal Licht. Wie das ach so eklig dort drauf guckt mit seinem Wieselkopf. 363. Wie das guckt. Alter, wenn das nicht geisteskrank ist, weiß ich auch nicht. 363. Oh, ist das eklig. Okay. Okay. Telefon klingelt wieder. Also heute ist echt was los, würde ich sagen. Mann, oh Meter. Heute ist bei Festnetz wirklich was los. Ja, ich gehe gleich ans Telefon. Ich will doch erstmal meinen Schreibtisch durchgucken. Da ist was. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des Durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen wahrscheinlich in seiner abscheulichen Ausführung, oder? Ja, ich weiß es nicht. Oh, ist das eklig. Also auch die Kunstkenner fanden es sehr widerwärtig. Und wir finden hier, Entschuldigung, finden ja immer diverse Pfeife und ach, Flasche tatsächlich. Okay, also er wird auch in seinem Büro sehr viel gesoffen haben, nämlich mal gesoffen und geraucht. Okay, 363 war das, ne? Ist das... das spottet wirklich jeder Kritik, das Ding. Okay, da war noch ein Zitterbuch. Was jetzt? Kommt da irgendwas, oder? Ah. Oh, okay. Talk to me. Why won't you talk to me? Oh, oh. Äh. 3? Na, kann ich das nicht so wählen, oder? Wie sieht denn das aus? 3? 6? Ah, okay. 3? 6? Und 3. Muss ich mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Jetzt klingelt es woanders. Wählscheibe. Ach Gott, sowas immer früher einmal gehabt. Das allererste, mit dem ich aufgewachsen bin, es war noch in der frühen 90er Jahre. Da haben wir tatsächlich noch so Ding mit Wählscheibe gehabt. Und oh oh, oh oh. Uah, scheiß die Wand da. Sehen ihr das? Wie geil das gemacht ist? Ja, scheiß doch ins Kanonenrohr. Ist das geil gemacht oder nicht? Uah. Sieht schon fast aus wie das von Dali mit dem Treppenhaus. Das ist ja unglaublich geil gemacht. Okay, da kommen wir erstmal nicht raus. Da war nix. Ach, jetzt ist das Telefon verschwunden. Okay. Und da ist ein Gang. Und da ist anscheinend Bob runtergestürzt, aber die hat nix bei sich. 363. Okay, vielleicht muss ich mir die ach so merken. Ist da noch irgendwas? Nee, das ist nur Ornament, was zum Schreibtisch gehört. Okay. Na gut, dann gehen wir mal weiter.
Aus dem Schreibzimmer, aus dem Büro kommen wir jetzt auch erstmal nicht. Humpeln wir mal ein bisschen schneller. Hier immer noch 363 im Kopf. Oh, jetzt sind wir doch ein paar gewaltige Stockwerke weiter. Aber da ist wieder der sehr realistische mit der ignoranten Narre. Ah, okay, das ist das nächste Telefon. Okay. Gehen wir mal dran. You promised. Okay, ich hab's versprochen. Uiuiuiui. Alle noch am Leben? Ah, 853. 853. Dankeschön. Nee. 8. 8. 5. Und 3. Okay, jetzt klingelt es wieder woanders. Huch. Ach, wie geil ist denn das? Wir waren selber derjenige, der Code runtergestürzt hat. Sehen wir uns jetzt Wähler, oder? Und da ist die Bob noch. 363 und 853. Okay. 363 und 853. Und da? This solves nothing. It never has. It never will. Uah. Okay. Okay. Upsi. Ah, da ist wieder einer. Da ist wieder einer. 363 und 853 und 354. 354. Okay. 3, 5 und 4. Okay. Klingelt es jetzt nirgendwo mehr, oder? Es klingelt kein Telefon mehr. Jetzt sind wir im... Uah. Okay. Da ist das nächste. Ist auch ein guter Ort für Telefon, muss ich sagen. Da habe ich auch immer mein Telefon. Okay, naja. Das wird wohl nichts mehr. Sollten wir mal wieder... Sollten wir mal wieder zurückgehen. Sieht aber derzeit nicht so gut aus. Uah. Ich glaube, irgendwas habe ich falsch gemacht. Oder? Oder ich habe alles richtig gemacht. 363, 853, 354 waren die. Ah ja, jetzt sind die... Jetzt ist der Code rausgerissen. Beim Babyface und der guckt auch nie mit drauf. Und da ist es. You deserve this. All of it. All of it. All of it. Ah na. Jetzt schmilzt das. Telefon. Oh, no, ah na. Da ist was dran. Ich sag jetzt nicht, dass das ist, wovor ich das halt. Dass das ein Finger ist. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Wozu braucht man denn Finger? Du kranker Bastard. Okay. Der guckt nämlich so verstörend durch. Okay, Licht geht aber nach wie vor. Ah. Das hat er sich mal wieder nur alles eingebildet. Das hast du vermutlich mal wieder geträumt. Und hinten ist eine nackige Wand. Da muss ich aber auch wieder sagen, das ist natürlich von The Simpsons. Entschuldigung. Wo der Homer im Quickie-Markt ist und dann zum Abu sagt, Abu, gib mir doch dieses Bier, wo die Zuckerstücke drin schwimmen. Du weißt schon, Kegelbräu.
Apu meint dann nur so, Mr. Homer, ein solches Bier existiert überhaupt nicht. Das hast du vermutlich mal wieder geträumt. Als wird er so regelmäßig der Hilatscher in den Supermarkt und noch Ware verlange, von denen er geträumt hat. Okay, wir sind mal wieder in der Werkstatt gelandet. Puller Baby Ahoi. Und ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Aber da ich sowieso halt vorhab, Layers of Fear durchzuspielen, mache mal an der Stelle mal keinen Cut, wenn ich durch bin. Sondern ich spiele direkt weiter ins nächste Level. Unser Fotoalbum können wir nicht vervollständigen, da sind noch weitere Bilder dazukommen. Höchstens die zittrige Briefe noch. Ja. Genau, die Zitterbriefe. Okay, mehr ist da nicht dazugekommen. Zeichnungen habe ich auch keine gefunden. Jetzt ist doch nur noch schwarz gewabert. Also es ist immer pro Level. Immer unterschiedlich. Ach, das finde ich auch sehr cool. Und was ist das mal drin in der Schublade? Mal aufmachen? Okay. Nur normale Sache. Alles klar. Die Notiz der Neve, was sagt die? Ich habe dich gehasst, selbst jetzt. Du musst es spüren, verloren, alleine, hoffnungslos. Endlich verstanden. Du wirst immer den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Nett. Okay, da kommt dann unsere Fingerreihe und da ist dann die letzte Zutat. Auf die bin ich immer sehr gespannt, was da noch kommt. Okay, da ist leer. Da haben wir wieder was. Was steht jetzt da? Trial and Error. Versuch und Irrtum. Okay, zu was mutiert unser Meisterwerk, wenn ich den Finger dazu gebe? Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Oh. Oh, es ist die Fra. Es ist die Fra, aber verbrannt nach wie vor und leicht entstellt durch den Brand. Man sieht es noch am Hals, man sieht es noch an der linken Wange und am rechten Arm und auch der Körper. Jetzt fehlt wirklich nur noch etwas und dann dürfte das Gemälde von seiner Frau fertig sein. Wow. Okay, da ist es. Da ist der Finger drin. Ah, es ist widerwärtig. Haut, Blut, Knochen, Haar und Finger. Puh. Ja, und ich möchte heute eigentlich Layers of Fear durchspielen, deswegen mache ich jetzt hier mal keinen Cut, sondern mach's direkt weiter. Letztes Level. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommen wird. Da ist wieder Tür zugekehrt. Ich bin mal gespannt, was hinter der verschlossene der ist. Das sieht's aus, als D2 weitergehe. Ich traue mich immer noch nicht so recht, mich wirklich umzudrehen. Da ist noch offen. Ist das der oder? Okay. Das kann uns jetzt mal nicht zugehen. Aha. Ja, das gehört noch zum erkundbaren Gebiet, würde ich sagen. Bevor wir durch die nächste der durchgehen. Okay, weil ich möchte nicht einfach in irgendein Gebiet reingehen und dann schlachtet der hinter uns zu. Das wäre echt blöd. Okay, das bringt anscheinend nicht so wirklich was. Da geht es zum Atelier nur wieder zurück oder halt nicht. Und dann müssen wir hier wieder hier. Na gut. Sind wir jetzt hier im Vorratsraum. Also verpasst haben wir jetzt auch nichts großartig bei dem anderen, wenn wir einfach durchgegangen wären. Aber das sieht wieder noch Küche aus. Vielleicht endet es auch dort, wo es angefangen hat. Bei der Küche. Da war ja unser erste Zutat in der Küche, die Haut. Haben wir wieder was? Da ist was. We are running out of apples. Die Äpfel gehen uns aus. Sonst haben sie noch Gellerive, Krummbeere, Blumenkohl, Gummer. Ja, und Äpfel. Für alle, die nicht aus der Palz sind, Gellerive sind Karotte, Krummbeere sind Karotte und eine Gummer ist eine Gurk. Und Gellerive Stampes ist Krummbeere und Gellerive zusammen zum Mousse gemacht.
Dann sind wieder Oregano, Paprika und Zucker. Was anderes kennen die nicht. Ja. Also wenn er Diabetes gehabt hat, jetzt hat er so spätestens, denke ich. So, da sind wir wieder in einem Appelzimmer gelandet, okay. Ich bin froh, dass ich echt dort die Helligkeit hochgedreht habe. Aber ich glaube, wenn ich es privat weiterspiele und auf Trophäejagd zu gehe, mache ich mal die Helligkeit runter. Aber beim Let's Play will ich einfach, dass ihr alles sehen könnt. Es soll ja nicht stockduster sein, während ich das spiele. Ansonsten hätte ich ja... Ach. Oh, da sind Äpfel drin. Ich habe doch genug Äpfel. Was willst du denn von wegen mir? Kein Äpfel mehr. Okay. Da unten ist auch nichts. Ich lasse das jetzt so einfach mal auf. Nee, da ist nichts. Und da ist nichts. Alles klar. Ja, dann mal wieder das da. Ja, da geht es wohl nirgendwo weiter, also müssen es hier durchgehen. Schätze ich jetzt mal. Da hätten wir auch nichts, was wir sonst verpasst hätten. Wieder die Knabe, die sich mit Eroten prügeln. Geht's jetzt hier weiter, wo es wieder etwas heller ist. Und da ist so ein Schmelzi. Und da ist noch was zum Leser. Es war einmal ein Mann voller Passion, doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ihr Gesicht war eine Qual, sie wurde ihm egal. Sie hasste den Mann mit Passion. Ja, ich kann es auch nicht verübeln. Oh, das ist wieder das Verzerrte. Das, was so geflogen ist, wo ich mich mal umgedreht habe. Und habe das Bild so schmelzen gesehen, dass es gegen die Wand gedunnert und hinten war ein riesiges rotes Ach, glaube ich, drauf. Sauron lässt Grüße an der Stelle. Ja, genau, du war mal hier. Und ich bin da hingelaufen, habe mich umgedreht, habe gesehen, dass der geschmolzen ist. Und dann ist gegen die Wand gepfeffert worden, das Ding. Ich mache jetzt nicht nochmal den Fehler. Und gehe einfach weiter. Was zur Hölle? Was? What the fuck? Was ist dann das? Alter, wie schäbig und hässlich ist denn das bitte? Das sieht aus wie ein Nosferatu. Alter. Ey, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe gerade meterdicke Gänsehaut bei dem Anblick. Ey, das ist so schäbig und widerwärtig. Aber trotz allem ist es doch irgendwie auch wieder Kunst. Alter, was ein Bild. Uah, jetzt haben sie sich echt an die... Kommt das näher? Uah, jetzt haben sie sich die hässliche Dinger echt bis zum Schluss aufgespart. Und ich sehe gar nichts gerade. Durch die Lichtreflexion von der Sonne auf der Fernseher sehe ich halt ach gar nichts gerade. Alter. Alter. Irgendwo ist was. Da dahinter. Ein lauter Ratte hinten drauf gemalt. Ich glaube, ich muss in den Kreis gehen, oder? In die freie Fläche dazwischen. Oh, die Ratte hauen ab aus dem brennenden Raum. Da komme ich nicht durch. Ist abgeschlossen. Da komme ich dort durch. Ja, da komme ich durch. Dann sollte ich mal rausgehen. Raus aus dem ekligen Nosferatu-Raum. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Nicht zur Ehefrau. Das war wieder das geliebte Eheweiber. Aber wir sollen sie ja ignorieren, hieß es. Wir sollen sie ignorieren. Ja, das sollen wir leider. Und ich halte mich wirklich eisern dran. Ich glaube, das wäre... Ja, das war wirklich eine Möglichkeit, sich ihr zu stellen. Oder halt wirklich umzudrehen, wie ich das gemacht habe, um wieder zurückzugehen. Man hat die zwei Möglichkeiten tatsächlich gehabt. Der war noch offen. Es ist sehr interessant, in was für bestimmte Situationen das Spiel ihm hier Optionen lässt.
Das finde ich durchaus sehr interessant. Okay. Okay, das geht auch jetzt. Das klatsche jetzt hundertprozentig zu. So richtig wie ich. Könnte ich jetzt drauf wetten, das ist jetzt unser letzter Jumpscare hier für den Part. Nett? Okay, jetzt ist es zugange. Na gut, das war der letzte Jumpscare für heute. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Layers of Fear auf Pilzig im letzten Level. Also machen's gut, Eiern Yankee.